Guten Morgen. Das ist ein guter Verreich, was wir haben, uns ist der Tag zu versammeln, als Gottes Kinder, sein Wort zu predigen und zu hören. Ich sage einmal, dass es eine Freude für mich ist, für Menschen zu kommen, die Botschaft zu bringen. Aber ich glaube, einmal sage ich nicht ganz die Wahrheit. Manchmal fragt mich wirklich tau. Kijk, von der Botschaft, ich finde, das mal wel von reden, dass das einmal was mit dem Stich ist. Furcht. Und vielleicht nicht ganz Furcht, vielleicht soll es sein, nervös. Mir das allgemein, wenn einer mir fragt, dass wir das ein Konsul haben, dass wir den kann hinableiten, dass er nicht kann sein, was er flattern würde. Das sind dann vorher einer für Menschen jetzt und vertalen. Das spielt sich so, dass jedes Mal spielt sich das von das am ersten Mal ist. So ja mir das. Und ich glaube, das erste Mal wenigstens einer kann nicht dort, wo einer wirklich würde wollen tun, weil einer sich nicht ganz ab Gott verloren hat. Ich glaube, das ist mein Problem. Und Furcht, ich habe den Thema gewählt, Menschenfurcht. Weil ich glaube, Furcht kann viel tun an einer Person. Ich glaube, das ist ein großes Hindernis für Menschen, die wirklich dort tun, was Gott hat im Plan für eine Person. Wenn wir lassen Furcht uns regieren, ich glaube, dann kann Gott gleich wirklich dort tun, was er in seinem Haft für uns zu tun. So spielt sich mir dort. Und dort gibt verschiedene Furchten. Wir können das fürchten für verschiedene Dinge. Menschen haben verschiedene Probleme von Furcht. Einige Menschen, die haben Furcht für Menschen vertalen, das ich von reden will. Kaum für Menschen gehen in eine Versammlung vertalen. Das ist eine große Furcht für Menschen. Ich habe mal mit Menschen geredet, die sagen, sie haben eine Gelegenheit gehabt, Gottes Wort mitzuteilen mit einer gewissen Person, aber wenn es furcht, haben sie sich das nicht gewährt und haben sie das nicht getan. Haben sie nicht das wahrgenommen, die Zeit, was sie gehabt haben. Und ich glaube, deswegen sage ich, das ist ein großes Hindernis. Einmal haben wir Gelegenheiten, aber wir nehmen die nicht wahr, wenn wir haben Angst, was die wollen denken von uns. Einige Menschen haben Angst für Hügel. Wenn sie Hacker sein als der Erde, dann fürchten sie sich ganz bitterlich. Ich weiß, meine Frau, die hat ganz drastische Angst für Hügel. Ein paar Jahre zurück haben wir die Gelegenheit, in Bolivia zu pflegen, und sie grüßt sich das ganz alles zu verpflegen. Von der Bolivia, der grüßt euch so sehr für ein Weich von Tüß und all dort, sie gleicht das auch nicht so sehr, aber das ganz dollste grüßt sich für in der Luft. Und ich habe ihn gefragt, ich sagte, ich würde einmal Erde. Sie sagen, wenn ich einmal Hacker komme aus der Erde, dann grüßt sie sich. So ich sagte, ich würde einmal Erde mitbringen, dann können sie ihre Feit in den einmal Erde dann sagen, dann würde sie ab Erde stehen können, dann würde sie sich nicht bei uns grüßen. Aber wirklich wird das nicht ganz so schlimm, als wir einmal in der Luft wären, dann glaube ich, ging das besser, als sie sich gedacht hat, als sie sich vorgestellt hat. Einmal grüßen wir uns für verschiedene Dinge, wenn ich mir da erst, dann ist das nicht ganz so schlecht, als wir uns vorgestellt haben. Wir dann einmal bringen, bühren, eins für was das wirklich gleich fehlen wird. Einige Menschen haben Angst für Düsternis. Die grüßen sich, wenn es nicht düster ist. Oftmals sind das bloß kleine Kinder, aber ich glaube gerade auch, die haben Angst, wenn es nicht düster wird. Und dann halten Menschen drei für gewisse Dinge. Viele Menschen haben Angst vor Tod. Verstorben. Weil sie sind nicht ganz sicher, sind sich nicht sicher mit ihr Leben, wo sie stehen wie Gott. Und dann fürchten sie sich, wenn sie auf einmal sterben, was dann, wo würde ich dann ankommen, auf der andere Ende. Also das sind verschiedene Dinge, wo wir uns verfürchten tun. Und das ich auch sagen, denn einmal fürchten wir uns für Dinge, wenn es da ist, dann ist es nicht ganz so schlimm, aber weil wir uns für unsere Fürchten tun, dann einmal kommt das Dürrwegen auf einem ab. Hier, 3 Vers 24 sagt, dort, für was ich mir ängsten leid, erst gekommen. Weil es ängstig, so ganz klassisch sei für Wort, und dadurch ist es nicht auf einem gekommen. In der Bibel, da lesen wir von verschiedenen Dingen, wo die Menschen verfürchten hatten, und auf vielen Städten, wo sie Menschen fürchten leiden, nicht
die hatten Angst für Menschen, nicht Menschenfurcht sogar, aber Angst für Menschen. In Johannes 12, Vers 42. Ich will ins Thema tragen und ich durchgehen, weil ich der Vers, den ich mir gewählt habe für den Text wählen, in Sprüche 29, Vers 25. So ich all sagen, denn viele Dinge hat uns treiben wegen Furcht für Menschen. Hier sagt, dass Menschenfurcht zu haben, bringt eine Schlinge. Wer sich auf den Herrn verlässt, wird sicher sein. Also das habe ich hier, das ist nötig, auf den Herrn zu verlassen. Wenn wir uns ganz auf den Herrn verlassen wollen, dann wollen wir sicher sein. Aber wenn dort nicht, dann wollen wir in der Fallen geraten. Das bringt das in eine Schlinge, sagt Sprecher. Und dann weil in Johannes 12, Vers 42 sagt, und doch glauben sogar viele von der Fürsten und Arm, also an Jesus, aber wegen Angst für die Pharisäer bekannten sie an nicht. Das hält ein Dreh, weil sie hatten Angst vor den Pharisäer. Sie fürchten sich, dass sie wurden ausgeschlossen wurden. Das wurde Angst für wir. Sie hatten Angst für die Menschen, für die Pharisäer, zu sagen, dass sie an Jesus Christus glauben leiden. In Vers 43 sagt, sie wollen doch lieber von Menschen geirrt worden, als dass Gott an ihren soll. So sie wollen lieber von Gott geirrt, von den Menschen geirrt sein, als von Gott. Was wir uns fürchten. Die Juden, die wären sich einig geworden, sie wollen, von wem immer sie wollen antworten, wer an Jesus Christus glauben leiden, den bekannt als Gottes Sohn, den wollen sie ausschließen. In der Zeit in Utschluss, wenn wir mit studieren, mit studieren, so eine Menschen, die da ausgeschlossen werden, aus ihrer Judenschulen rausgestartet werden, die sie sehr schwer behandeln. Sie reden nicht Handel drieben mit denen, sie kaufen nicht von denen, die nicht verkaufen, bis es die Bibel dort lehren, dass das soll passieren mit so einem Ausschluss haben. Und da reden sie mit ihrer Versammlung ganz raussteigen. Und dann wird sehr schwer behandelt. Und deswegen wird uns Angst dafür, dass sie einen Ausschluss kriegen. Verfärbt von den Menschen. Hören sie das lieber drehen, die soll nicht sein, dass sie an Jesus Christus glauben leiden. Sie fürchten sich für den Ausschluss besonders. Und das sagt in Johannes 7, Vers 13 auch, sagt über, keiner redet frei von Arm, aus Furcht für die Juden. Keiner redet frei von Jesus. Wenn sie auch an einem Glauben leiden, die kann den, sie haben den kann gelehrt, aber wenn sie erst manche Menschen kommen leiden, verfolgt, dann reden sie nicht von Arm. Wenn sie da was still. Kriegst das Petrus leid. Als Jesus ist festgenommen wird, er kriegt wird, dass er festgenommen wird, weil er schwer behandelt. Und Petrus wird ein von denen, der ganz dichtste bei Jesus wird, das ist immer hier und der, er wird ganz dicht bei Jesus, er wird ein von denen, sie nur fallen, ja. Und er wird da aus der Arm den Fuß nehmen, und ging am heran, und er verliebt, dass er Jesus kann, verfolgt. 3-mal verliebt er am. Er sagt, ich kann das nicht mal. Sie früher am ihrem Mal sagen, wir stehen hier von sie nur fallen, ja. Wenn sie den hat einen Akzent, den sie spricht, der das weggeben. No, sie hat eigentlich nicht ein von der, er kann ihm nicht. Er hat Furcht. Was mit ihm wird passieren? Er kann jetzt sein, was mit Jesus passiert wird. Wenn sie nicht so antworten, er wird auch ein von denen, die würden vielleicht auch Fuß nehmen, mit Käden und dann vielleicht verkielen oder was immer. Jedenfalls, er hat Angst. Ich glaube, er hat eine große Furcht durch. Er wird sich dort zu verlegen, lieber, verfurcht. Und auch Lothar, als Jesus ist vom Tod abgestoßen wird, hatten die Menschen noch Angst für die Juden. Sie hatten jetzt gesehen, was sie mit Jesus, mit er leider getan hatten. Hatten am Kreuz genäht. Und die hatten sie auch große Furcht. Sie hatten Furcht, was sie mit antworten tun. In Johannes 20, Vers 19 sagt das, dann den ersten Tag in der Weg zu Obes, als der Jünger taugt werden, und ut Furcht für die Juden, die deren Tür geschlossen hatten. So hier habe ich hier, und sie hatten große Furcht. Sie gingen beschlossen, sich in eine Stube zu leben. Da würden sie hineinkehren, dann würden sie sich verstärken können für die Juden. Sie hatten große Furcht. So dann kam Jesus und stund Mank an und sagte, Fried mit Jünd. Jesus kam da, ich kam da näher, er konnte näher. Er sagt, ich bringe Ihnen Fried. Er wusste, dass sie hatten Angst, aber er sagt, Fried mit Jünd.
En dit weer dezelfde dag als Jezus opgestaan werd van dood. En er ging een vertaalraam dat das Jezus, der wird im Graf gekommen und der vertalten, dass das seine Jünger hatten am der Rück gestohlen. Und ich glaube, das braucht nicht gerade Fähig in der Hort. Sie glauben, wie hat das getan? Aber wenn sie uns waren fähig, so sie beschlossen sich dort, sie glauben, sie wollen weg von dir, was wird mit ihnen passieren? Aber Jesus kam in das Haus näher und sagte, ich bringe ihnen Frieden. Er will echt weggestohlen von den Jüngern. Im Psalm 118, Vers 6, sagt der Psalmist es dit: Der Herr ist mit mir. Ich will mich nicht fürchten. Was können Menschen mir tun? So, das Psalmist ist sich ganz einig. Er sagt, was können Menschen mir tun, wenn der Herr mit mir ist? Ich kann arm. Er ist meine Kraft, meine Zuversicht. Im Psalm 50, Vers 4 sagt, und wenn mir Angst wird, verlor ich mich ab die. Als dort, wo wir hingehen, wenn uns eine Furcht durchgehen wird, gehen wir dann auch nach Gott, und Jesus sagen, ich brauche die. Verlor wir uns ab Arm oder verlor wir uns ab Menschen. Viele Menschen haben sehr Angst, wenn sie hören, was passieren der drum uns in der Welt. Das ist eine große Furcht in vielen Menschen erleben. Wir hören so viel Arü in der Welt und Menschen, die haben Angst dafür. Das ist ein Furcht als ein von den ganz großen Dingen, was Menschen krank machen wird. Wenn Menschen Arü haben in der Haut und wirklich Angst haben. Sie haben nicht Frieden. Das bringt ein paar Tage, wo sie einfach wirklich krank werden. Sie brauchen, die müssen ein Hospital nehmen. Und sogar Kopfkrankheit kriegen sie. Sie können gleich mal gleich denken. Wollen sie sogar die Watch. Das, was ich lesen, da auf einer steht, wo sie dort beschrieben haben, von was fürchtet ein Mensch wirklich das. Wenn er nicht los kann von kommen. Er hat Hautkrankheit. Das ist ja wirklich Hautkrankheit davon. Von viel Furcht haben. Das schreibt dort von der und nach besonders, dass wir das ganz Letzte, was Menschen in Hautkrankheit geben leid. Und das ist auch, was der Chef sein wird. In Lukas 21, Vers 24 sagt, in an der Sonne, Mond und Sterne waren Teken seinen, und abgeiert waren die Menschen aus Angst für dort rügende Meer und der taubende Walen zergen. Sagt er, und wenn die Himmelskraften sich schadern wollen, wird die Menschen in ihrer Angst dort hart versagen. Wenn sie daran denken, was über diese Welt kommen soll. Das gibt Menschen wirklich eine große Furcht. Die haben Angst. Und sie vertellen dann, was passieren soll. Und dass sie in der letzten Zeit leben dann. Und doch der Schrift, der vertelt uns von der Rede davon, das soll passieren, das passieren wird. Johannes 16, Vers 33 sagt doch, in dieser Welt, wo je Angst haben. Die wollen Angst haben. Wo er sagt, wir können uns ab Arm vertrauen. Er hat die Welt gewonnen. Und wenn wir Jesus haben, dann brauchen wir nicht Angst haben. Er ist der, der uns Frieden geben wird. Psalm 27, Vers 1 sagt auch, ein von David seine Psalms, der Herr ist mein Licht in meiner Radung. Für wem soll ich mich fürchten? Der Herr ist meine Lebenskraft, in der ich sicher stehe. Für wem soll ich mich ängsten? Für wem sollen wir uns ängsten, wenn wir den Herrn haben in uns Gott? Für wem verwahrt fürcht wir uns? Ich glaube, wir sollen Gelegenheit geben, in jedem Einkommen sollen vertellen, was jetzt der Furcht ist. Ich glaube, wir wollen verschiedene Dinge hören, wo die Menschen sich verfürchten tun. Vielleicht nicht alle für die Furcht, wo ich Furcht habe, aber da wollen verschiedene sein. Ich weiß mal, Jahren drei, dann laut ein Bruder mir mal an, von der mir ab und früher, ich würde wählen sein, ich würde mit Amthof wählen, ab und Gas gehen, Gott sein Wort verkennen. Mitteilen manche Menschen auf den Streets, in der Stadt, in Tracks uthängen und so weiter. Aber wisst ihr was? Mir kommt eine große Furcht durch. Ich werde nie Christ,
Ich probiere allerhand Dinge zu sehen in meinem Kopf, wo damit nicht können, wo damit nicht passen, den Tag. Und wirklich hatte ich bloß Angst. Wie geht eine Verstärkung? Ich werde nicht frei, dass ich gehen kann. Ich dachte so, aber mir waren eins von Frauen von der Schrift, und die waren wel mehr weiten, und ich war nicht die Antworten haben dafür. Verschiedene Dinge gingen mir durch den Kopf. Aber von dort, also ich gebe allerhand fair, wo mir das nicht passen. Ich habe gesagt, Drag, und wirklich, ich habe heute gesagt, Drag. Wenn ich nicht fertig gehabt, ich glaube, wo ich könnte, wenn ich Drag solven, wo ich könnte gehen und mit einem mitfahren. Nur dass sie gewisse Stadt, wo sie wollen hinfahren. Aber wenn es fertig, hält mir das drei. Das ist also ein, ich glaube, fertig halt uns Fertig wie treffen, was Gott wirklich im Sinn hat mit uns Leben. Wir lassen fertig uns regieren. Einerseits hat ich mich mal verschuldigt, bin eine gewisse Person, auch Jahren 3. Und ich wusste, dass ich soll das Geld mehr mit dieser Person, aber wenn es fertig, wuchte ich mir das nicht. Jedes Mal, wenn ich diese Person sage, dann geht mir eine große Furcht durch, ein Grusel geht mir durch. Und ich wusste, über der Heilige Geist, der tut mir an und sagt, du machst das Geld mehr mit dessen. Aber ich will mir das gleich, für Jahre hält ich das 3. Aber jedes Mal, das Mal, der wusste nichts von, aber wenn ich am sage, dann geht mir eine Furcht durch, habe ich Angst. Ich dachte, was würde ich leben von mir, wenn ich am das würde sein, was ich getan habe? Was würde ich leben von mir? Mir wird wirklich Angst. Ich hatte Angst, was durch mich ging. Aber einmal war das, was ich gesagt habe, einmal war das, wenn ich der Person sein darf, dann der Herr erst mir denken halten. Du hast dann nicht gut gemerkt mit dieser Person. Ab einmal dann war ich mir einig, ich dachte, das ist genug. Genug ist genug. Nu will ich gehen. Und ich dachte auch, ich mache ein Appointment mit dieser Person. Ich sagte, ich will mit einem Top kommen, mit einem vertalen. Und dann traf ich mich mit einem auch und vertalte ich ihm dort, was mir heute legen deed. Und diese Person, die bedankt sich ganz an ihr Herr, dass ich wieder komme. Und hat es gut gemerkt mit ihm. Und nu wird es lange nicht so schlimm, als ich dachte, was das würde sein. Dus ik geloof dat we zo'n denken en dat en dat zijn. Nu wird es wirklich so. Und er steht, geef mir das große Frieden in mein Hart. Als ich sterche mit denen, ich habe eine Frieden, was ich al lang nicht gefällt habe. Und dann wieder Hans von euch an begegnen, das ist, wo ich den ganzschaftlich wirklich begreifen und ich habe Frieden. Das war das, wenn wir den Heiligen Geist loten, uns regieren. Den Heiligen Geist loten, uns leiten und in der Furcht wahrnehmen. So haben wir verschiedene Beispiele, wo wir erfahren haben mit gehört, oder was der Heilige Schrift, über die Schrift geschrieben hat. Noch ein Ding, was ich mal mit vertellen von einer Erfahrung, was ich immer hatte. Und da steht, wo wir mal schaffen, die fangen an, die alle ihre Maschinen, alles, sie upgraden, neue Computers und so weiter. Und viele von denen, was wir schaffen, dass wir so eine, was nicht eine große Lehre gehabt haben. Und nu wollen die uns auslehren, wollen die uns die andere Lehre geben. Dass wir alle bekannt werden mit was sie da haben und was erplant wird mit der Fabrik. Und so nu, mir uns möglich, dass wir können nach der Schule gehen. Sollen sie uns da wieder auslehren, als was wir gelehrt werden. Und als wir durch Hand haben, dann müssen wir einen Test schreiben, um zu sehen, wo wir wären, wie viel wir wissen, dann wollen sie uns in der Klasse sagen. Und dann wieder eine Person hat gesagt, du vielleicht nicht haben, sei allein nicht vielleicht da haben. Da waren die Menschen antworten, wo wenn ich das wirklich mit mir ist. Und ich glaube, da fährt wir uns fern. Menschen wollen antworten, was das mit mir wirklich ist. Und wird hier der Hans vielleicht können ein bisschen bedeuten, dass die Menschen sagen, leben, oh, mit diesem Menschen ist das noch ein bisschen Wort. Aber hier wollen sie antworten, dass das weiß ihr Herr nicht. Und bitte das auch. Die wir mir für uns, wir mussten, ich muss bei einer ganz leeren Klasse anfangen, da war das der Ende, boah, das ist dumm. Der weiß wirklich sehr wenig. Aber so wie das? Wir müssen das wir. Das weiß das nicht, wie viel aber uns wir. Und da fährt wir uns für. Dass Menschen wollen antworten, was das mit mir wirklich ist. Und das ist nicht von Gott. Das ist fährt, der kommt nicht von Gott. 1. Timotheus 1, Vers 7 sagt, will Gott gib uns nicht einen Geist, der uns furchtsam merkt. Aber den Geist von Leib und Kraft, dass wir uns selbst beherrschen können. Von dessen Geist sollen wir uns regieren, der Gott uns gegeben hat. Das ist anders, wenn wir uns den anderen Geist uns regieren, dann sind wir in der Sklaverei, wir sind gebunden.
Als der israelitische Volk ist dicht bei Kanaan, bei der versprochenen Land, wo sie reisen deuten hier ist, du hast auch ein gutes Beispiel von Furcht. In 4. Mose, 13. Kapitel, Vers 25, sagt er, nur 40 Tage. Als er dicht bei das Land kommt, dann werden sie erstmal sich 12 Spionen auslesen von manch Ent, die sollen in das Land gehen und dort untersuchen sein, dass das wirklich so wie, oder was man das Land wie, was von der Menschen da wohnen deuten und so weiter, dass sie sich mit die können verloten, wo sie hingehen deuten. So, sie schickten 12 Menschen in das Land nehmen, für 40 Tage, und dann sagt er, nur 40 Tage, als sie das Land untersucht haben, wangen sie an. Sie wangen an und kommen 3. Und vertellen den Menschen, was sie da bejahend haben, was sie alles gesehen haben. Und sie sehen dass wir haben gute Nachricht und schlechte Nachricht für uns. Das erste vertellen sie das Gute, was sie da bejahend haben, in Kapitel 13, Vers 27. Sagt, und sie vertellen an und sehen, wir sind durch das Land gereist, wo wir uns angeschickt haben. Und sagt, du bist rand wirklich malchen Honig. Das ist die Frucht davon. Sie brauchen was Frucht mit 3 von da. Sehen Sie, das ist ein sehr gutes Land. Das ist die Frucht, das kann ja sein, was wir beenden, was wir fangen. Ein sehr reiches, schönes Land. So wieder mal, als wir mal nach Kanada kamen, dann hier, wir fähren von Kanada, wir wohnen in Mexiko und was von unserem Vater, die kamen nach Mulder spazieren und sie vertelten uns, was Kanada wir. In Kanada werden wir jetzt Kanaan in der Schrift für mich zu sein. Das wird ein Land, das daran geht von Milch und Honig. Das ist dort, wir müssen uns ein schönes Land sein. Dann ist die immer vertellen deuten. Aber als wir studieren, dass wir hier ankommen, dann bald werden das nicht ganz so schön, als meine Vater schon mal gesagt haben. Hier müssen wir doch nur schaffen für das Milch und Honig. So, wir hatten nur eine kranke Reise einzutieren. So, das wird nicht ganz so gut. Aber doch, das ist gut. Und das Land, wo wir beim Wohnen, ist auch ein sehr reiches Land. Dann sagen sie da in der Kapitel 13, der 58. Vers, erst vertellen sie uns, sagen sie, das ist wirklich ein Land, das von manchen Honig herangeht, und das ist eine sehr schöne Frucht, was sie da haben. Hier ist die Frucht, hier sein, was wir ihnen gebracht haben. Aber dann der 58. Vers sagt, Uber. Hier haben wir gemerkt, wenn du eins geschrieben hat von Uber. Das ist so, dann der alles Raum darunter sieht. Sagen sie, Uber, das Volk ist stark. Das Volk, was sie gesagt haben, das ist stark, was du bei ihnen wohnt. In den Städten sind versichert und sehr groß. Also der Wein, was der Raum der Städte sind, das ist eine sehr große Wohnung, ein großer Weinraum, wo wir durch können. Und dann sagen sie noch, wir sahen dort auch Anaxine Sehens. Anaxine Sehens wie ein Riesen. Sie sagen, weißt du, was wir danach sagen? Wir sagen, große Riesen, große Menschen. Sehr starke Menschen, große Riesen, große Weinraum der Städte. Das habe ich euch durch. So eine Nachricht brauchen sie die Menschen hier. Erst fangen sie mit guten Nachricht an und dann teilen sie nach der schlechten Nachricht. Sagt das Vers dort, ich sage, Caleb beschwächt das Volk. Sagt er, was er unzufrieden wird wegen Moses. Das Volk das wird ganz unzufrieden wegen Moses, woran hat er hier gebracht, in das Land der Ägypten rausgebracht, und nun wollen sie zu Tod kommen, und sie beschuldigen Moses. Sie werden sehr unzufrieden mit Moses. Aber Caleb beschwächt das Volk hier und sagt, lasst uns losgehen in das Land annehmen, wir können dort besiegen. Also Caleb hat eine andere Einstellung. Er sagt, wie kann das? Er kann Gott, er hat eine Erfahrung gehabt mit Gott, kriegt das von anderen Volk, aber er hat eine positive Einstellung. Er sagt, wie kann das? Lass uns gehen. Dann sagt er in Vers 31 über den Mann, was mit am Tag durchgegangen werden, sehen, wir sind nicht stark genug, hier in das Volk zu gehen. Sagt, wir sind nicht stark genug. Sagt, das Volk ist zu stark für uns. Du kannst hier, was für einen Einfluss ein Mensch seine Einstellung zu anderen Menschen hat. Unsere Einstellung hat einen großen Einfluss auf andere Menschen.
So mit uns Menschen, wenn wir von der und da, wo immer wir sind, was unsere Einstellung ist, das hat einen Einfluss auf die Menschen. Das ist überschlund. Das ich mal gesagt habe, mit einem Viertel jetzt gesagt, ist überschlund. Und die erst in eine Versammlung angehen, wo immer in den Städten ankommen, die hatten gerade das Viertel jetzt gesagt, die kicken die Menschen an mit einem großen Smile, dann wollte ich sagen, der Smile noch, das ist überschlund. Kriegst du das mit Furcht? Und jemand eins von einer Stufe angehen, die kamen da bo sich verbosen an, und die schlauten die Dären tau und kicken gehen dran, und wir an den Fenster raus, vor Angst. Bald würde alle Menschen, die in der Stufe sind, die wollen auch Angst haben. Wir haben Einfluss auf andere Menschen. Wir wollen bald sagen, was geht an? Aber hier haben die Menschen sehr Angst. In 4. Mose, Kapitel 14, Vers 1 sagt, dann wird die ganze Versammlung rückgefordert und schrie, und das Volk hielt die ganze Nacht hier war. Wenn es ist nur was sie hier hatten. Die waren ganz fast unzufrieden. Sie hielten. Aber, das sagt, Kaleb hat einen anderen Geist. 4. Mose 14, Vers 24 sagt, bloß mir deiner Kaleb will ich in das Land bringen, was er uns gesagt hat. Sagt, das Wils in Arm ein anderer Geist ist. Und er will mit treu neue Volk, will er mit treu neue Volk das, und seine Nachkommen sollen dort annehmen. So ich habe hier, was Gott verantwortet, wenn er eine positive Einstellung hat. Den würde er den bringen. Also aus Angst passiert das alles. Und wir weiten die ganze Geschichte, ich will nicht die ganze Geschichte lesen, was das kosten wird, wenn es diese Männer so eine Einstellung haben, dass sie haben, das kostet in 40 Jahren länger dort zu bleiben. Hier wäre es, also sie können das Land annehmen, dass wir bis allerwegs die Einstellung, was sie haben. Noch eine Geschichte, was ich vertellen will, wo wir ein Beispiel kennen von sein, was verrichtet, als Johannes 9, Vers 1. Das ist von der Geschichte von einem blinden Mann, was der blind geboren wird. Das fängt sich an und sagt, als Jesus vorbeiging, und ich merke mir deutlich, als Jesus bei diesem Mann vorbeiging, sah er einen Mann, der blind geboren wird. Ich glaube, hier kam Jesus und mit seinen Jüngern kam er vorbei bei diesem Mann und sah, dass er sagt, er blind und er prachen. Und sagte, als er hier vorbeiging. Und dann fragte seine Jünger früher am Lehrer, wer hat gesündigt, des Mann oder seine Eltern? Dass er blind geboren ist. Allgemein die Menschen zu der Zeit, wenn der eins krank wird, oder kreblich wird, oder was immer wir fortlaufen, sie geben sie die Schuld an das Mensch, der hat gesündigt. Du weißt erst, wo er ist. So kriegst du die Leben, die gingen hier, fragen sie, warum ist das Mann blind geboren? Hat er gesündigt oder seine Eltern? Und wir hören auch in der Geschichte von hier ab, als er krank wird, als er krank liegt und schwer und die Maria da und hat sehr schwere Zeit, kam 3 von seinen besten Freunden, wollen an der Treisten. Aber der nur Leute dann beschuldigen ansehen, du hast gesündigt, du weißt, wo du bist. Du hast Gott in die Hand gebracht, wo du bist. Was deine Sinn, bis wir mit einem Bekannten der Tausch tun, dann war das besser war mit dir. Aber das bin ich die Ursache, warum heute wir. Aber oftmals zu der Zeit, da wird es so, dann leben die Menschen dort wird wenigstens einen gewissen Sinn, was sie begonnen haben. Und das vielleicht oftmals das hat gewusst, die Ursache. Aber Jesus sagt, der Mann ist nicht davon blind, dass er oder seine Eltern gesündigt haben. Aber da wäre dass Gott seine Worte an ihm für ein Tag kommen soll. Also hier soll Gott seine Kraft sich beweisen durch ihn, durch diesen Mann. Und dann sagt er, als er das gesagt hat, spricht er ab die Erde und riet ein Schmersel an. Und lehrt ab der Uhren von den Blingen. Noch eines, was ich hier in dieser Geschichte, das ist nicht Port für mich die Botschaft, aber ich dachte, es bei mir so, Jesus leidet ohne dass er Frauen leidet, dass er will geheilt sein oder er will sein kann. Wir hören hier noch nicht, dass das Mann Frauen leidet, Jesus wird mir sein. Aber er sieht auch, warum er das leidet, dass Gott seine Worte sollen für den Tag kommen.
Wenn das hier dort, hier wieder Gelegenheit, hier wieder springen Mann. Was hat er gesagt, hat dann später ab jeden Mürken ein bisschen Blatt reid. Und lehrt ab seine Augen. Und dann sagt er soll gehen, er soll in Silo Wutter gehen und sich waschen dabei. Das Mann da dort. Für diesen Mann wieder ein ganz fremder Mann, was am das deed. Und am Schrecken, dass er soll das tun. Nachher habe ich gedacht, von Bibel an uns hat vielen Leuten, die kommen ganz fremde Menschen und schreckt dann zu haben, wie sollen das dort tun? Wie würden sie denken, wer was tut, ich soll die nur folgen, dort tun, was die was haben, was ich soll tun. Wir sind wie ein fremder Mann vor allem, aber hey, wir können ein bisschen Blatt rein, schmieren ab die Ohren, sind nicht gut, wascht das auf. Und der Mann, der ging und wascht sich und kam drei und kann sein. Wovon scheint es, habe ich hier lesen, von Gehorsam sein, wenn Jesus uns schauen hat. Und das Mann, der ging, wenn er auch nicht mal weiß, wer das war. Er ging und wascht sich das auf und er kann sein, kam drei und kann sein. Ich stelle mir vor, er wird eine große Freude haben. In seinen Nobers, der nächste Vers sagt, seine Nobers und die am verherrten Prachen sein, frühen den. Ist das nicht der Mann, der du gewöhnlich Sort und Prach hat? Das meinen sie fuß, das Mann, nicht auf einmal, erst der geht heran und er kann sein, der sagt dann nicht mehr in Prach hat. Und frühen sie, ist das nicht der? Ist das nicht der Mann, der allgemein sagt, der in Prach hat? Was sagt der eine meinen, dass heute wir, andere sagen, nee, das lenkt dem bloß. Das lenkt bloß nicht den, aber das ist nicht der. Und dann sagt er selbst, aber sagt, ich sehe den. Er hat Gott nur recht zu vertalen. Er sagt, ich sehe den. Was die erst sagten, prachen den, nu kann ich sein. Dann sagten sie zu ihm, wo sind die Uhren aufgegangen? Und er sagt zu ihm, ein Mann, ich habe hier, und ich kann den nicht mehr. Er sagt, ein Mann, den sie Jesus nahen, mir ein Schmerzel reiten, lädt mir das ab der Jugend und sagt zu mir, ich soll gehen mich waschen. Und ich ging und ich wasche mich und dann kann ich sein. So viel Wissheit. Das wird ein Mann, den sie Jesus nahen, er wird gehört haben, den sie Jesus nahen, der schickt ihm das zu tun. Dann sagt er, dann frühen sie an, wo ist der Mann? Wo ist das Mann, was er zu dir tut? Er sagt, ich weiß nicht. Dann brauchen sie was erst blind war für den Mann oder Pharisäer. Das wollen sie wieder vertalen, das wollen sie wieder sehen. Und was das Problem hier wird, das passiert am Sabbat. Das passiert am Sabbat, was Jesus das Blatt anrühren tut. Er hat eine große Arbeit begonnen am Sabbat. So als sagt, das wie am Sabbat, als Jesus das Schmersel anrührt, in den Mann, der ab Ohren gemerkt hat, oder die Ohren abgemerkt hat. Und das, was das ganz erste Problem wird für die Juden, dass das am Sabbat passiert. Und der Pharisäer früher am, wo heute dort gekommen wird, dass er sein können. Und er sagt an, er lädt mir Blatt ab der Augen, ich wasche mich und ich kann sein. Und einige Pharisäer sagen, das Mann ist nicht von Gott, weil er hält nicht den Sabbat. Und das glauben sie dort. Das Mensch, der muss nicht von Gott sein, weil er hält den Sabbat nicht. Andere sagen, wo können sie da so ein Wunderteken tun? Dann sagt er, dann dürfte dort eben eine Spulung manchmal. Dann sehen sie noch einmal zu den blinden Mann, was hast du von dem zu sagen, der dir die Ohren aufgemerkt hat? Er sagt, dort ist ein Prophet. Die Juden glauben dort noch nicht, dass er wie blind gewesen und nie sein können. Das glauben sie noch nicht ganz, dass das wirklich passiert wäre. Dann sagen sie, Gott sei den Mann seine Eltern kommen leiten. Sie fragen an, hast du das sehen, von dem Jesaja, dass er blind geboren wird? Und wo kommt dort, dass er nicht sein kann? Die Eltern sagen, wir weiten, dass das ansehen, und wir weiten auch, dass er blind geboren wird. Das alle weit wie. Und dann sagen sie, aber wo das kommt, dass er nicht sein kann,
oder wer am die Jungen aufgemerkt hat, wir weiten nicht. Das weit wie nicht. Das ist der Frau arm. Er ist alt genug, laut arm für sich selbst reden. Also sie wir nicht wollen. Ich glaube, sie wissen all, was hier passiert wird, aber sie wir nicht wollen, dort zu sein, was mit ihm passiert wird, dass Jesus Christus Gottes Sehen am geheilt hat. Man sagt das in Johannes 9, Vers 22, sagt er, seine Eltern sehen so, will sie sich für die Juden fürchten. Ich habe hier war er utfärgt, sehen sie das nicht, was da wirklich passiert wird mit Ersehen. Und ich weet davon, dass wir haben sich eine Erschärung gemerkt, wenn der eins wir an Jesus Christus glauben, in den von den Reden, in dem Wort geschlossen. Und deshalb sagt er, die Juden wären sich all darauf einig geworden, dass sie jeden, der Jesus aus den Christus anerkannt, ut ihre Judenschule rücksteiten würden. Hier war nicht hier reden, dass von der Judenschule Unterschriften sein, das ist Synagoge, in der Kirche, in der Versammlung. Man soll antworten, von den Zweien, was dort passieren, dass Jesus Christus anerkannt haben, den würden sie in ihrer Versammlung rücksteiten, sie würden einen Ausschluss kriegen. Dann sagt er, dort als würden seine Eltern sehen, er ist alt genug, fragt arm. Utfahrig, sie hatten Angst, sie fragt arm selbst. Sie wollen nicht auf einmal rückgestartet sein von ihrer Versammlung. Dann sagt er, so leiten den Mann, der blind gewesen wird, zum zweiten Mal kommen und sagen zu ihm, darf Gott ihr, wie weiten, dass das Mann ein Sünder ist. Er sagt, ob er ein Sünder ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber eins weiß ich bin blind und kann nicht sein. Hier wird er sich sicher an. Er sagt, ich bin nicht blind, nicht kann ich sein, so viel weiß ich. Aber ob das Mann ein Sünder wird oder nicht, das weiß ich nicht. So viel kann ich nicht. Und sagt dann früher und sagt, was deut er an die? Warum mögt er die Augen auf? Und er sagt, ich sehe die dort all einmal. Und die horchten nicht. Warum will die dort noch einmal hören? Weil die auch sind Jünger worden? Weil die auch sind Jünger worden, oder warum sagen sie nicht schädig zu das? Die weiten doch, ich sehe die dort einmal. Und das glaube ich, euer der Pharisäer sagte, dann schämten sie ihre Arme und sagten, du bist sein Jünger. Wir sind Jesus sein Jünger. Warum würden wir loslaufen? Aber wir sind Moses sein Jünger. Sie hielten sich sehr stark an Moses und Moses seine Gesetzen. Er sagt, du bist sein Jünger, du bist Jesus sein Jünger und wir sind Moses sein Jünger. Dann sagt er, wir weiten, dass Gott zu Moses geredet hat. Aber währenddessen, wir weiten nicht mal, wo der herkommt. Der Mann sagt, das ist abfallend. Er hat mir die Ohren abgemerkt und die weiten nicht, wo er herkommt. Dann sagen sie, wir weiten, dass Gott nicht ab Sender horcht. Er horcht nur Söhne, die gottesfürchtig sind und seine Wellen daunen. Dann sagt er, noch auf niemals wäre gehört, dass ein Blindgeborener sind die Ohren abgemerkt worden. Das wird ganz nicht, was hier passiert wird. Sagt er, wenn das mal nicht von Gott wäre, können er nicht tun. Sie das Monte ernt. Dort sehen sie, du bist ganz in Sünden geboren. Und was uns belehren? Sie sind ein armen Sünder. Du bist ganz in Sünden geboren und du was uns belehren? Und sie starten am Rüt. Also sie starten am Rüt. Was hij sein, wat hij vertellen, wat hij bejegend hat und alles. Jetzt zu diesem Mann, der wird ein Mann, der nicht furcht hat, zu vertellen, was mit ihm passiert wird. Und das könnte nicht gehen. Sie starten am Rüt. Jesus kriegt das zu hören, dass sie am Rüt gestartet haben. Und als er am Funk frug er an, glaubst du an den Menschen sehen? Der Mann frug, Herr, wer ist der? Sag mir, dass ich an ihm glauben kann. Sag ich war hier und wie sie bekannt genug mit ihm nicht mehr. Jesus sagt, du hast am gesehen und der mit dir redet, dort ist der. Dann sagt der Mann, Herr, ich glaube. Und er bet am an. Hier wird er lebendig ein Christ. Er stund der Tau, dass er das glauben will, nur dass er gehört hat von ihm und gehört hat, wer er war. Er sagt, ich glaube und er bet am an.
Dann sagt Jesus da, ich sie aus Rechter in diese Welt gekommen. Die Blinde sein, dass die Blinde sein worden und die Seinende blind worden. Und einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, hielten am das Sagen und Frauen, was? Seid ihr auch blind? Frauen, seid ihr auch blind? Jesus sagt, wenn ihr blind wären, würdet ihr nicht schuldig sein. Aber nur, dass ihr vergeben seinen zu kennen, bleibt ihre Schuld. Also sie haben gesehen, was passiert wie und alles, aber sie stehen dort nicht tau. Dann hat eine Frau, wo steht er bei uns? Hat Jesus uns die Ehe aufgemerkt? Kann wir sein, gässlich sein, oder sind wir noch blind? Ich glaube, Gott muss uns unsere gässliche Ehe aufmerken, dass wir können sein, und dass uns der Furcht weichgehen, dass er uns der Furcht weichnehmen, der wir haben in uns Leben. Dann fragen wir uns vielleicht, wo kann unsere Furcht weichgenommen werden? Dass wir lesen, dass Gott hat uns ein Jes gegeben von Frieden, nicht von Furcht. So Menschenfurcht kommt nicht von Gott, kommt nicht von Jesus. Und ich glaube, dass es von Gott zu hören, auch bekannt worden mit ihm, sein Wort lesen, pünktlich sein Wort lesen, dass wir können glauben, dass er uns die Furcht weichnehmen wird, dass wir haben, wo wir unser Leben tun und unser Leben machen. Römer 10, Vers 17 sagt, in Glauben kommt von hier, von Gott sein Wort hören. Das, was wir nötig haben, Gott sein Wort zu hören und von ihm zu hören und uns ganz lassen von ihm lernen. Ich glaube, da wird uns Furcht weichgehen. Da wollen wir nicht brauchen in Furcht leben, dass wir oftmals tun. Und am Schluss will ich noch Jesaja 1, Vers 9 lesen. Da sagt es, horch, ich habe dir gesagt, dass du mutig und entschlossen bist. Hab keine Angst und lass dich von nichts entschrecken, weil ich der Herr, dein Gott, blieb bei dir. Bei alles, was du tun wirst. Das ist, was heute Jesaja sagt, und das ist hier, und er sagt vielleicht auch darauf, dass er auch eine Furcht. Er soll nicht das Volk, nur das versprochene Land anbringen, aber hier nur ist hier, dass er auch Furcht, denn Gott sagt zu ihm, er soll nicht Furcht haben, Ängste nicht. Er sagt, ich will bei dir sein, ich will mit dir sein. Und Christus sagt, er hat uns versprochen, dass er wird bei uns sein, bei der Eng von der Welt, bei der Eng von unserer Zeit, er wird zu allen Tiden mit uns sein. Und wenn wir uns mal von ihm regieren und leiden, dann wollen wir dort tun, was er von uns verlangen wird. Und das ist mein Wunsch, dass wir das tun, dass wir wirklich dort können, wo Gott uns hat geschickt, dass wir uns handschicken, das zu tun, dass wir dort können tun. Ohne Furcht und das ganz auf ihn verloren. Da haben wir noch zu beten. Gott, der himmlische Vater, wir danken dir für dein Wort, das wir haben, wo wir können lesen und wo wir können sein, wer du bist, wie viel Leben du uns hast, dass du uns hast, den Sohn Jesus Christus geschickt, uns zu wiesen, wo wir leben können und dass wir können ohne Furcht leben. So oftmals habe ich Furcht im Leben für verschiedene Dinge, wie die Leben allerhand Dinge, die uns wollen abfallen und vielleicht können uns nicht wollen passieren, aber doch wir fürchten uns dafür, weil wir haben den rechten Jesus uns leiden. Dankeschön Gott, dass du uns hast ein Jesus geschickt, was uns auch leiden wird, was uns die Furcht wegnehmen wird, dass wir können durch den Jesus gelehrt werden. Ich bete, dass wir wollen uns immer mehr auf den Heiligen Jesus verloren, und den lassen uns leiden und führen in uns Leben, dass wir können Sieg haben in uns Leben und alles, was du was haben von uns, dass wir möchten dort tun, dass du von uns was haben. Dankeschön, Herr Himmelgott, für dein Wort, was du uns hast hingelassen. In die Namen beten wir mit Danksagung. Amen. Dankeschön.